Das ist kranke Scheiße, Jungs. Das wisst ihr, ne? Das ist kranke Scheiße, Bro. What the fuck, Bro? Ich habe da so ein Ding in meinem Leben. Ich liebe Daumenkämpfe. Ich mache Daumenkämpfe beim Feiern, Daumenkämpfe beim Familienfest, Daumenkämpfe mit Freunden. Sogar bei Daumenkämpfen mache ich Daumenkämpfe. Und seit ich klein bin, wollte ich schon immer Daumenkampf-Weltmeister werden, aber da gibt es leider nur ein klitzekleines Problem. Denn im Regelbuch der Daumenkämpfe steht, man kann nur Daumenkampf-Weltmeister werden, wenn man folgende Kriterien erfüllt. Erstens, der Kampf muss im Schnee stattfinden. Zweitens, genauer gesagt in der Schweiz in Laax. Drittens, beide Kontrahenten müssen eine Topfrisur haben. Viertens, mindestens einer der Gegner muss einmal im Stream seinen Hodensack geleakt haben. Und fünftens, der Gegner muss Papa Platte heißen. Das sind die Regeln. Basically Kriterien, die man praktisch nicht erfüllen kann. Aber vor ein paar Wochen habe ich folgende Nachricht auf Instagram bekommen. Hey Bro, was geht ab? Ich will so einen Stream machen, wo ich also so quasi im Winterurlaub gehe und ein bisschen auf der Piste streame. Und Hugo meinte gerade, dass du das mal gemacht hast in der Schweiz und das Internet da wohl mega geil war. Welches Skigebiet war denn das, Bro? Also habe ich nachgedacht. Einer der Kontrahenten hat mindestens einmal im Stream seinen Hodensack geleakt. Check. Und der Gegner heißt Papa Platte. Check. Also habe ich Papa Platte auf Instagram geantwortet und gesagt, yo Digga, komm mal in die Schweiz nach Laax, da hat's anscheinend gutes Internet. Ich habe einmal gestreamt in Laax. Das ist halt sehr geil für einen Stream, weil das ist so ein riesen Freestyle-Skigebiet. Ich schicke dir danach mal ein Video. Ich war noch nie in Laax, ich weiß nicht, ob das Internet dort gut ist, ich weiß nicht, ob das geil ist, aber Papa Platte muss hier nach Laax, dass wir den Daumenkampf ausführen können. Und lustigerweise hat Papa Platte dann geantwortet, yo, Laax ist geil, ich glaube, ich gehe dahin. Freunde, herzlich willkommen zum Social 2024! Wir sind 2 Wochen in der Schweiz, Freunde, machen geilen Content von der Piste. Oh fuck! Der Kampf muss im Schnee in Laax stattfinden. Check. Aber der Topf. Ich habe ja einen Topf, den sieht man jetzt gerade nicht, aber Papa Platte hat ja offensichtlich keinen Topf. Aber, und jetzt wirklich zum letzten Mal aber, Adi wäre nicht Adi, wenn ich da nicht so eine klitzekleine Nummer auf meinem Handy hätte, die ich in solchen Notfällen anrufen kann. Ja, hallo? Jo, was geht ab? Ja, top bei dir? Kennst du den Papa Platte? Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, ist ein Streamer aus Deutschland, ist jetzt auch nicht so wichtig. Der kommt nächste Woche auf Laax und weil der hat immer so mega wenig Content im Stream und so, also der macht immer nur so Scheiß. Das heißt, der braucht irgendwelchen guten Content und der wird dir zu 100% schreiben und zu fragen, yo Digga, kannst du nach Laax kommen und uns irgendwie so Edgar schneiden mäßig. Wenn er dir das schreibt, dann schreib safe, ja voll, ich komm, machen wir und schau irgendwie, dass er entweder einen Topf oder einen Edgar bekommt. Also, ja, das ist gut. Also, bist du sicher, dass er mit dem schreibt? Einfach? Ja, 100%. 100%. Okay, So, aber safe. schauen wir. Vielen Dank, Mann. Schönen Tag. Also, ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Chat, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott. Ja, wir streamen gerade. So, da ist gerade ein ganz großer Chunk Haare angefallen. Oh mein Gott! Beide Kontrahenten müssen einen Topf haben. Check. Und somit war alles bereit für das große Finale der Daumenkampf-Weltmeisterschaft 2024 in der Schweiz. And now a word from our sponsor. Beziehungsweise ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn diesen Freitag kommt mein neuer Song Wie bist du raus? Und im Zuge dessen verlose ich das wunderschöne Cover, das mein Cousin Adam von Hand gemalt hat, so auf ein Bild gedruckt an jemanden von euch, zusammen mit ein paar Stickern. Dieses wunderschöne Masterpiece kann irgendjemand von euch gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist zum Song ein TikTok machen. Der Song heißt Wie du bist, ihr findet den auf meinem TikTok-Kanal. Macht einfach irgendein Video dazu, das kann irgendein Scheiß sein, irgendwas Cooles, irgendwas Dummes. Das coolste Video bekommt dieses Bild und Sticker nach Hause geschickt. Und du weißt, du bist genauso, ganz genauso, 1:1, so wie ich bin. Es ist 5:45 Uhr. Ab nach Laax. Daumenkampfmeisterschaft, ich komme. Für so ein Finale braucht es natürlich auch einen Schiedsrichter, der dem Ganzen gerecht wird. Und was soll ich sagen? Ich habe den besten Daumenkampf-Schiedsrichter der Welt gefunden. Hallo, ich bin Paul Frege vom Daumenkampf-Weltverband und ich bin Kommentator. Ich bin schon seit über 20 Jahren Schiedsrichter beim Daumenkampfverband und habe schon über 1000 Kämpfe verschiedsrichtert. Und ich glaube, das wird sehr spannend und sehr aufregend, auch für alle Daumenkampf-Fans. Was sagst du zum Gegner von Adi, Papa Platte? Papa Platte?
Den kenne ich nicht. Also als erstes schaue ich natürlich darauf, dass beide ihre Fingernägel geschnitten haben. So ein dicker Daumen hat immer gute Chancen. Dann müssen die Hände schön im rechten Winkel verklemmt sein und die Daumen dürfen sich um quasi 134 Grad drehen und bewegen nach vorne, hinten. Das ist alles in Ordnung, aber es gibt dann auch Grenzen. Also zum Beispiel, wenn der eine dem anderen jetzt im Kampf in den Sack tritt, dann pfeife ich ab. Ich freue mich aufs Event und bis dann. Was geht? Ich habe mir schon so ein paar Sachen überlegt, wie ich dich... Aber willst du noch irgendwas Spezielles, was ich sage über dich? Ich gehe zu Papa Platte mit dieser Sturmmaske, sag irgendeinen Scheißspruch, dass er abgefuckt ist. Genau. Dann bretterst du hin, legst dich hin Ja. und dann direkt mit dem Megafon: Herzlich willkommen zur Schweizer Blablabla Meisterschaft 2024 auf meiner rechten Seite. Papa Platte. Und dann fahren wir einfach weg. Ja, wir sagen dann nicht, wir sagen auch nicht Tschüss. Nee, wir fahren nehmen dann weg. alles und fahren einfach. Im besten Fall steht er dann so mit diesem Pokal da und weiß nicht, was über ihn gefahren ist. Unser Plan war dann, dass Paul Frege den Daumenkampf mit einem Megafon kommentiert, dass es so ein bisschen laut ist und lustig. Das ist in der Theorie auch ein guter Plan. In der Praxis war das Ganze leider, ich sag mal so, ein bisschen nervig. Ich muss einmal ganz schnell aufs Klo noch, ja? Okay, bis nachher. Viel Spaß auf dem Klo. Hat einer von euch Sonnencreme dabei? Nee, Oder Labello? nee. Haben Sie Labello? Aber Leute, herzlich willkommen zum heutigen Dreh. Unser Ziel ist es heute, Papa Platte so viel wie möglich auf den Sack zu gehen. Gibt's noch Fragen? Nein. Hast du ein Labello für mich mit? Wir waren also auf dem Berg, alles war ready, Schiedsrichter war vor Ort. Jetzt mussten wir nur noch Kevin Teller finden. Also haben wir uns auf die Suche gemacht. Es wird ernst. Wir sind auf dem Berg, Papa Platte fährt gerade zum Lift runter. Wir gehen auf diesen einen Lift, wir müssen jetzt auf diesen Lift speeden. Ja, die sind jetzt auf dem Lift gegangen. Die sind irgendwo auf so einem Sessel dort. Was ist das für ein Sound? Weihnachtsmann, Eisdiele! Was ist das? Ich glaube, der will das Zeichen machen. Ich würde sagen, wir gucken einfach, wo sie jetzt sind und dann Volley dahin. Ich fahr hin, sag ihm, yo, bist du nicht der von Late Night Berlin, soll ich das sagen? Ja, genau. Und ich komme dann schon reingeschossen. Ja. Fettes Problem, die chillen jetzt oben direkt beim Ausgang. Wir müssen jetzt kurz an denen vorbeifahren. Wir müssen undercover sein. Aber wo geht ihr essen? Wenn die hinter uns sind, müssen wir einfach nur in diese Richtung gehen. Wir müssen jetzt hin, Und dann war es soweit. Und damit herzlich willkommen zum Finale der Daumenkampf-Weltmeisterschaft 2024. Live aus Laax, live aus der Schweiz. Bitte begrüßen Sie Ihren Moderator Paul Frege. Oh shit. der von Late Night Berlin. Ich bin der von Late Night Berlin, ja. Was geht, Mann? Freut mich auch. Was denn hier? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur diesjährigen Daumenkampf-Weltmeisterschaft. Auf meiner Linken, aus der Schweiz angereist, Adi Totoro. Auf meiner Rechten, Kevin aus Berlin angereist. Digga, du bist eigentlich total. Bitte fertig werden! Was machst du hier, Bruder? Bitte fertig werden! Oh, sorry. Ich bin da der Schiedsrichter, mein Wort zählt und wenn jemand nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann wird er disqualifiziert. Let's get ready to rumble! Okay, 3, 2, 1, go. Große Spannung. Und? Fuck! Ja! 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 Wir haben einen Gewinner! Wunderbar! Wir haben einen Gewinner, Ladies and Gentlemen, aus Berlin. Wunderbar! Ganz kurz. Das ist klar geschafft. Natürlich gibt es auch den Weltmeisterschaftspokal für Sie. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Der Wow! amtierende Weltmeister. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Viel Erfolg noch. Das ist kranke Scheiße, Jungs. Das wisst ihr, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Das ist kranke Scheiße, Bro.
What the fuck, Bro? Bro, ich hab nicht gecheckt, dass das Adi Totoro ist, Digga. Was ist das für ein Scheißpokal? Digga, ist das kranke Scheiße. Ey, die haben gerade mehr Content gemacht als du die letzten 2 Monate. Ja, leider ist es diesmal nichts geworden. Kevin hat seinen Wurstdaumen auf meinen draufgelegt und hat mich besiegt. Das ist natürlich ein bitterer Moment in meiner Daumenkampfkarriere. Nichtsdestotrotz, herzliche Gratulation an Papa Platte. Aber immerhin war in deinen 2 Wochen Snowtrip aus der Schweiz für 1 Minute mal guter Content drin. Okay, das war wirklich sehr gut. Er fand es nicht so witzig. Ich glaube nicht auch am Schluss schon, aber am Anfang, bis zum Punkt, wo es losging mit Daumenkampf, glaube ich 100% abgefuckt. Gute Aktion, vielen Dank, Paul. Check. Geil. Welcher Schwachkopf hatte diese Idee mit dieser scheiß Konfettipistole? Du. Ach so, was für eine grandiose Idee. Habt ihr schon mal Nudes verschickt? Nur von meinen Füßen. Digga? Komm jetzt, Digga! Jetzt komm doch! Ich sag auch, wenn du sagst. Was? Hast du was zu mir gesagt? Jetzt steh ich wieder da, der Bus ist weg. Hab ich dich gekannt oder sind wir uns doch nur fremd? Warum?